Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch so fest und herzlich zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077 mit mir, dem Super Peggy. Und ihr seht, wir tauchen heute wieder ein in die Welt, in die digitale Welt von Cyberpunk 2077, hacken uns ins System und drücken auf Fortfahren. Robert hat also Probleme mit Ryan. Es geht gerade los. Komischerweise weiss ich überhaupt nicht, was das bedeutet. Komm, wie? Wirklich viel Neues haben wir nicht erfahren. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird? Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt. Großartig. Lass mich das machen, weh. Gentlemen, bitte beruhigen Sie sich. Gentlemen, bitte, beruhigt euch. Digi, hast du ein Problem oder was? Alter, da geht's grad los, Mann! Holy fuck! Ja, verdammter Penner. Ich hab doch gesagt, ich mach das. Ja, also, Willst du hin? ich habe doch die Situation komplett im Griff gehalten. Wer bist du überhaupt? Mann, was mache ich da überhaupt? Mit dir unterwegs zu sein ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Ich muss das melden. Okay, auf zum Red Queen's Race. Aber erst muss ich dein Chaos aufräumen. Sehen uns dort. Okay, ich bin da glaube gerade in eine Mission reingerutscht, wo ich eigentlich gar nicht wollte. Aber ja gut. Ich würde sagen, dann gehen wir dort hin. Begib dich zur Adresse. Oh. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach am besten mal schnell an die Adresse an. Wie weit weg ist das? 2 Kilometer, ja gut, nach dem 6. Entschuldigung, könnten Sie mich eventuell mitnehmen? Haben Sie da eine Fahrgelegenheit? Entschuldigung? Da. Hallo? Entschuldigung, ich suche ein Auto. Excuse, könnten Sie mir vielleicht... Oh, Sie haben ein Auto für mich. Würden Sie mir schnell das Auto auslehnen? Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss. Das war aber nett. Ich bringe Ihnen auch das Auto wieder unversehrt zurück. Ich würde sagen, man sieht sich dann dort in 3, 2, 1. Und wir kommen... Oh. Oh, da sind wir. Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Was passiert? Oh. Ich vermute, es ist heute wieder Racing Time. Oder nicht? Oh, hey. Ja. Das ist Animalgebiet. Hast du einen Ärger? Hast du Tipps? Okay. Das ist Animal-Gebiet. Das sehe ich. Kürzlich einen von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Okay, ich melde mich.
Wenn du was findest, sag Bescheid. Ja, drüll mir einfach den Rücken zu den Pinnen, ist kein Problem. Finde ich wirklich anständig für die Scheiße. Okay, gut, betritt die Lagerhalle. Wir sind jetzt wirklich einfach da in etwas reingerutscht und jetzt ziehen wir es durch, ohne dass ich weiss. Ja, jetzt. Du dumme Sicht, ich stehe ja da hin, wieso läutest du mir an? Okay, gut. Ich glaube, wir tun nochmal. Okay, gut, das wird, glaube ich, wirklich jetzt eine brenzlige Situation. Ich glaube, wir pfeifen uns gerade mal noch schnell einen Inhalator rein. Okay, wir sehen. Da hat es schon mal so einen komischen Typ, wo wir müssen. Oh, okay. Feindliches Gebiet. Jetzt wird es heiß. Nein, das wollte ich nicht wollen. Wie buckt man sich schon wieder zu? Jetzt schauen wir mal, was der macht. Verpiss dich! Hier gibt's nichts zu sehen. Ja gut, das ist schon mal gut gelaufen. Also wir laufen mal da ums Zeug um und checken mal ab, was es da jetzt zu machen gibt. Oder wie, dass wir da am besten... Kameras. Da haben wir unseren super Scan-Modus. Was haben wir da? Betritt die Lagerhalle. Okay. Hier ist eine Seitentür. Die Animals haben nicht mehr so viele Wachen. Haben die bestimmt ewig nicht gecheckt. Hinein geht's. Jetzt geht's los. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob das da heiß oder brenzlig ist. Okay, öffnen. Okay, okay. Und auf. Okay, schleichen. Schleichen ist wichtig. Wir sind drin. Wir sind drin. Oh! Oh! Oh, Ehrenwort. Alter, kommt jetzt da einer rein? Das ist jetzt natürlich... Also gut. Nein, der ist nicht da reingekommen. Okay. Was, muss ich jetzt da etwas mitnehmen oder was? Hey, hör da mal auf mit dieser Tür! Cirrus Cola Blattpreise. Was haben wir da? Einschalten. Nein, das sind wir weg. Also gut. Hallo? Oh. Ja, super. Was soll das jetzt wieder? Jetzt könnten wir uns natürlich wie in der ersten Folge dafür entscheiden, dass wir den einfach über den Haufen schiessen. Aber ich glaube, wie wir gesehen haben, ist das nicht die optimalste Lösung. Oh. Da haben wir nochmal eine. Okay. Ja, ist schon gut, schon gut, schon gut. Wir schleichen uns dahinter. Da sind wir wenigstens sicher, habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass der andere Idiot dort weggeht. Ob wir das von dem... Oh. Ob wir das von dem können erwarten, bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir schleichen uns da. Oh, jetzt bewegt er sich. Ihr seht oben rechts. Das ist eine Kamera. Oh, jetzt sind wir voll im... Okay. Das mal... Kamerasteuerung... Ausschalten. Oh shit, jetzt wird's heiß. Oh shit, okay. Meine Fresse. Okay, doch immer. Nein, das habe ich nicht wählen. Wir sind drin. Wir sind Sieht aus wie drin. eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Oh, da oben hat's einen. Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? Sowas in der Art. Gehört das jetzt... Oh. Boiler explosiv. Da könnten wir natürlich noch eine Party für... Aber das ist jetzt ein bisschen... Entschuldigung! Da haben wir... Okay. Gut. Ich vermute, der Club ist wahrscheinlich underground, aber wir gehen jetzt mal da die Stegen auf.
verschaffen uns einen Überblick über die ganze Situation. Und da hat es einen. Das ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Wir legen los. Der kommt! Kommt da noch. Ja, das ist schon passiert. Da laufen die Leute mit Hammer umeinander. Okay. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Glaub mir, Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? sowas in der Art. Also gut. Wir probieren jetzt auf einen anderen Weg. Dann laufen wir mal schön hier am Zeug nach. Easy squeezy. Wahrscheinlich ist es genau die Tür da. Wir machen sie auf, gehen ins Lager rein, finden den. Explodieren die Sachen. Also. Paranormale Aktivitäten haben wir auch. Okay, gut, da hinten ist es nicht. Da hat es nur so komische Kisten, die sich selbstständig machen. Okay, wir gehen mal da hoch. Wir haben nochmal eine Tür da, die eventuell interessant sein könnte. Und wir sind wieder draußen. Okay, das ist nichts. Vielleicht müssen wir gleich rauf. Das checken wir gerade mal ab. Okay, da hat es so einzelne Idioten. Oh. Einzelne Leute, die da rumsteppen. Mir egal. Ich bin auch in gewissen Kreisen bekannt als Ninja? dementsprechend ist das für mich kein Problem, unentdeckt zu bleiben. Aufhören! Bitte hör auf! Sag mal nicht! Wir bewegen uns hier rauf. Bis jetzt habe ich noch kein Anzeichen für irgendeinen Club gesehen. Ich frage mich, wo der ist. Ich glaube, wenn wir an dem vorbeikommen, sieht es nicht schlecht aus. Dort hinten, hä? Oh, dort! Dort unten! Ernsthaft? Wie ist denn jetzt die Situation da? Gehen wir mal da oben. Tschüss. Oh. Ist gar nicht auffällig. Treppen drin. Da ist es. Gar nicht auffällig, dass die Tür jetzt da einfach hure offen steht. Kümmert euch nicht um das! Es ist völlig normal. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wie... Ja, also... Wie sollte denn das gehen? Also... Oh, dort oben steht einer. Okay. Riva, wart! Ich bin drin! Okay, das ist wirklich brenzlig und gefährlich. Nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? Suchen wir nach etwas, das wie ein Büro aussieht. Jeder Club hat eins. Ja, das sieht schon mal aus wie ein Büro. Wir nehmen aber schon die Waffen mit, wir nehmen einfach alles mit. Das ist wirklich anmächtig. Okay. Gewaltsam öffnen, das wollen wir nicht. Das geht alles. Grüezi! Okay, da haben wir nochmal eine Kamera. Ausschalten. Wahrscheinlich ist das Büro dort oben, hä? Der Club läuft gut, wie es aussieht. Die Kamera haben wir ausgeschaltet. Das ist wieder knapp. Oh nee. Büro! Küche! Okay. Jetzt gilt es wieder ernst. Können wir nur rein, hä? Oh!
Alter, du verpiss dich mal alle! Was willst du eigentlich? Oh. Okay. Es läuft wieder nicht optimal. Es läuft nicht optimal. Ich treffe keinen nicht. Das Problem. So, Mann. Aufmachen. Technisch. Auf. Was haben wir da? Einfach. Nichts Brauchbares. Wir verschwinden einfach im hinteren Teil von dem Club. Laufen da rauf. Und finden das Büro. Sieht aus wie ein Büro. Wir sind wieder gut. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Da ist es. Nachrichten. Bla bla bla. Interessiert mich nicht. Wir brauchen Daten. Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Yep. Ja, ich melde mich später. Da werden die Sachen vertuschelt. Da werden eine die Sachen Aufnahme gefunden. vertuschelt. Solltest du sehen. Ich schick sie dir. Dein Schum hat die Wahrheit über Ryans Tod vertuscht. Mein Zoom? Du meinst Hahn? Ja, Han. Du wusstest nichts davon? Kein Schimmer? Scheiße. Ich glaub's nicht. Komm da raus, wie? Ich ruf ihn an. Und sag ihm, wir treffen uns in Chubby Buffalos. Okay, Fahr direkt hin. Okay, warte. Bin gleich da. ich bin gerade da. Da sind Leute verraten worden, wie es aussieht. Da laufen krumme Sachen. Ich bin einmal gegangen. Tschüss zusammen. Danke vielmals für die Gastfreundschaft. Und weg sind wir. Zuerst mal im Buffalo ein bisschen Barbecue fressen. So. Fuck. Okay. Jetzt schießt er an. So, hören wir, du dumme Siech. Hängst also immer noch mit dem ab. Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast. Oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Oh, du bist Du aber hast nicht. echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldner. Du weißt, dass ich recht habe. Ich kenne diese Stadt in- und auswendig. Dann weißt du ja auch, wie es läuft. Im Rathaus, auf der Straße, dieselben Regeln. Ryan wusste das auch. Er hat für die Stadt gekämpft. Manchmal sauber, manchmal dreckig, aber immer mit Herz. Er hat's nicht verdient, so erbärmlich abzutreten. Politik langweilt mich zu Tode. Bürgermeister sind doch alle gleich. Nicht jeder Bürgermeister hat die Stadt vor Militex Panzern gerettet, als die NUSA kam. Ryan schon. Meinst du, die Leute erinnern sich daran? Nein, denn nur sein Tod zählt. Hübscher Skandal. Wie? Danke für die Hilfe. Aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich habe die Aufnahme, ein Motiv und ein Geständnis. Lass mich halt zu, Ryan. Ryan, los! Lo, River. River, Beruhig dich. Ich mal sagen, Jetzt los. hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Ward. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich
Bin jedenfalls weg. Los, jetzt mal schnell zu, Ryan. Los, mal schnell zu, ich klär das. Ich klär das. Ich hab die Situation im Griff. Du verdammt, Arschloch, du verdammt! Ryan! Rivers, wer heißt es schon wieder? River! Ich hab's im Griff. Was hast du jetzt vor? Komm oben runter. Ich lass nicht locker. Kann ich nicht. Holt hat Ryan ermordet. Wollte seinen Posten. Das älteste Motiv der Welt. Scheint mir logisch. Das NCPD hat die Spuren verwischt. Nein, so war's nicht. Nicht ganz. Und wie war's dann? Weiß nicht. Aber ich glaube, hier geht's um mehr als dich, mich, Hahn und Holt. Werden vielleicht nie erfahren, wer dahinter steckte. Ich melde das der Dienstaufsicht. Sollte reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Mach das. Ah, scheiße, nein, mach's Du jetzt nicht. vor. Du bist... Meldest- Komm oben runter. Es kommt schon gut. Okay, machen geht weiter. Ihr seht, der Sad Boy da vorne, der Rivers Ryan Thomas, wie er immer heisst. Wir läuten jetzt der Elisabeths Parallels an und fragen, wie es weitergeht. Hier ist wie. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Heikel, Wir besprechen das lieber persönlich. machen wir so. Ich bitte. Ich mache vorwärts. Elisabeth, ich komme. So schnell wie es geht. Es sind nur 1,5 Kilometer. Ich brauche mein Auto. Da vorne ist er. Kopfett! Ja, heb den Latz, ich komm ja. Ab geht's. Elisabeth, ich komme. Wodurch? Da oben. Jawohl! Game Physik in Cyberpunk 2021. Dusi. Okay, los geht's. Hallo! 2 Sterne ist mir gleich. Wir sind weg. Oh, hallo. Hallo? Nein. Danke. Ich komme. Ich komme. Das bleibst du stecken. Los mal schnell zu, Johnny. Los mir jetzt einfach schnell zu. Wir sind da an einer heißen Sache dran. Wir sind da echt an einer heißen Sache dran. Hallo? Hallo. Schön, dich zu sehen, wie. Ja, ich freue mich auch. Keine Ahnung, wer du bist. Elizabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich? Ganz Ohr. Okay. Es ist nicht hundertprozentig klar, was passiert ist. Wir brauchen keine 100%. Zum Wohl. Also, Naja, ich habe eine Vermutung. Okay. Wie gehen wir? Wir umschreiben das erste Wir Bit. sollten Es war ein nicht zu lange Unfall. warten. Ein ziemlich peinlicher. Ryan starb in einem Sexclub. War wohl zu viel für ihn. Und keiner hat nachgeholfen, damit sein Posten frei wird? Ich denke nicht. Das erleichtert mich. Gut zu wissen. Aber warum die Lüge? Egal, sag es nicht. Ich weiß schon. Öder Tod, öder Fall. Aber Liz hat recht. Jetzt können wir ruhiger schlafen. Danke für die Hilfe, wie. Kein Dein Problem. Geld. Hey, tschüss miteinander. Schönen Abend zusammen. Und abwärts geht's. Ja, meine Damen und Herren. Es ist wieder eine wahnsinnig aufregende Folge gewesen. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Wir haben am Ryan Rivers alles geholfen. Wir sind einfach wieder die Helden vom Dienst gewesen. Und ich finde es einfach schön. Und somit schließen wir die Folge ab mit dem wirklich katastrophalen Wetter. Und wünschen euch einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag. Einen lieben Gruß an alle, einen Gruß an die Familie und bis zum nächsten Mal. Euer Super Peggy.